Salut live Gamerfriend, hier ist der Virus. Ich bin heute an der Luxliga gegen den Andy gespielt. Wird mir da gegangen ist, seht ihr nur im Intro. Bleibt dran. Los geht's. Die Kipp am gelben Trikot mit Borussia Dortmund ist den Andy. Ich spiele mit Bayer Leverkusen. Die Kipp am schwarz-roten Trikot. An der Titan, wo ein Party, da wird kein als Verlierer vom Terror gehen. Weil wir wussten, hier kann ein den anderen schlagen. Aber bis dahin haben wir zwei eine gute Start an die Liga gehabt. Aber wenn hier gewinnt, dann konnte ich eine gute Ausgangsposition an der Tabelle erwarten. Und hier sehen wir schon die erste Chance vom Andy. Und die geht knapp langscht. Und hier sehen wir eine schön an der Wiederholung, wie ihr frei zum Kopfball könnt. Aber aus dem Ball ist leider nicht mitgehen. Und hier viel Platz in den Andy auf der linken Seite. Kein Abseits. Flankt den Ball ab mit. Und es gibt eine Goalchance. Aber mein Keeper kommt den Ball nachhalen. Bis dahin zwei große Chancen für den Andy. Eine gute Performance. Bis hallo. Ich komme bis dahin nicht richtig zum Zug. Und den Andy war, ehrlich gesagt, mehr stark. Hey, eng, katastrophal, Fehlpass. Und da ist der Goal. Bis dahin eine ganz verdiente Feierung für den Andy. Für mich bislang war die Partie eine reine Enttäuschung. Bis dahin, kurz hier in der Pause, hast du noch kein einziges Goal geschossen. Und das müssen ändern. Aber bis dahin, was treibt nicht um Andy? Hier mein Versuch. Aber mein Keeper konnte den Ball parieren und ich konnte froh sein, dass es nicht mehr 0-1 aus meiner Sicht war. Denn Andy hat die ganze erste Halbzeit gemacht, was er wollte. Und ich konnte einfach keine Füße packen. Ich komm einfach nicht durch den Off hier. Und die 10. Das ist ein 10 schon von der ganzen Halbschens. Wie schon erwähnt, hatten die ganze erste Halbzeit gemäht, was wollt. Und ich konnte ihn einfach nicht gestoppt. Und heute sehen wir endlich mal die erste 10 von mir. Für dich meine ich mal einen Fehlpass. Und dann der Titan. Zu harmlos. Seit dieser letzten Chance sie nicht besser an den Match kommen. Guckt hier. Und hier ist der Goal. In den steht der Goal. Zwischen dir und dem Andy. Und durch diesen End sind ich endlich am Match gekommen. Und mit diesem End ist es auch an Pause gegangen. Und hier an der Pause sehen wir die Statistik von der ersten Halbzeit. Nach der Pause hat die zweite Halbzeit so gefangen, wie die erste Halbzeit angefangen hat. Der Andy hat versucht, ob 2-1 zu erheben, und ich war umgangen, nicht zu verteidigen. Hey, noch gerade eine riesige Gelegenheit vom Andy. Und noch hey, auch ich habe mich aber trotzdem ab und zu mal gewesen. Hey, war es ganz brenzlig für mich gehen. Alle machen bald Goal zum 2-1. Der Andy hat an der zweiten Halbzeit ziemlich stark nogelos, anders an das zu viel kommen, und heim markieren ich bald die zweite Feierung. Und hier sehen wir
eng vu menge katastrophalen Ballverluster. Den Andy versteht doch net die Wartin hei einfach so drop last zit. An Dodo war zu weit. Den Andy markiert den 2-1. 2-1 as C4. An Dommerter war hinremme am Avantage. Natürlich, ich wollte nicht das auf mal sitzen lassen. Und ich probiere direkt zu reagieren. Aber was geschieht dann da? Ich faul. Am Strafraum oder außerhalb dem Strafraum? Gucken wir mal das zusammen an der Wiederholung. Natürlich ganz, ganz schwer zu erkennen. Da hat ihn dem Schiedsrichter kein Vorwurf können machen, aber du gesagt ihn aber am Slow Motion, dass es faul war. Es war am Strafraum. Also, den Elfmeter war gerecht. Natürlich nur im Rückstand, wenn er da mit Möglichkeit auf 2-2 zeigen. Aber ich meine das nicht. Das da war ein Fotograf von mir, den Elfmeter so zu verhandeln. Katastrophal. Aber wenn den Andy dem Match so 2 gewonnen, als es mehr wie verdient. Ich habe probiert, denke, alles zu machen, für den Ausgleich können zu erzielen. Und den Andy hat ein bisschen an der Schlussphase zittern, auf fern zittern. Hey, sind wir da noch Spielzeit? Ein Flank ran, an den Strafraum. Und ich treffe nicht mit dem Potto. Schlussphase für diesem Match, den hat es wirklich an sich. Es war dramatisch. Und jetzt, der Match aufgepafft. 2-1 gewinnt Andy. Der ganz wichtige Match. Hält 3 Punkte mit. Er kann sich so noch oben etablieren. Einer denen 4-1. Trotz der spannenden Schlussphase gewinnt er verdient mit 2-1 gegen mich. Und heute sehen wir die Statistiken einkehren. Und auch heute sehen wir, dass den Andy an alle Bereiche gegen mich dominiert hat. Aber trotzdem, egal wie gut er gespielt hat, es hat auch Kinder ganz, ganz ernst ausgehen. Es hat ja zum Schluss gesehen, den 11 Meter von mir, wäre der gegangen. Oder der Potterschuss zum Schluss. Aber so ist nun einmal der Fußball. Es werden mehr wie einkehr so Situationen vorkommen. Und das möchte eben der Fußball auch so aus. Also ist doch oft für Spannung. War doch gut das. Ist so nicht mehr viel nachgucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Abo und like das Video. Ciao.